Als ich da angekommen bin, hatte ich zuerst das Gefühl, ich muss wahnsinnig aufpassen, wegen eben so Leute, die rum sind, die könnten etwas nehmen, stehlen und so weiter. Und das hat sich dann nach der erübrigt, das ist gar nicht so wichtig gewesen. Es ist wirklich wenig gewesen, hat sowieso gewisse Einbrüche, aber das ist dann, hat sich nicht bewahrheitet, dass es wirklich so ist. Das Quartier selber ist sehr angenehm und man hebt zusammen im Quartier, das ist noch schön. Und wenn du es in diesen 25 Jahren schaust, hat sich irgendetwas verändert, wo du jetzt den Finger drauf legen kannst? Was sich verändert hat, ist das Wohnverhalten, wo wir jetzt da vorne im St. Johann die Neubauten haben, hat sehr viel mehr, also solche, die mehr Geld haben, Novartis, also Expats und so weiter, englisch sprechende Leute hat es also viel mehr da oben. Und das hat natürlich einen Einfluss auf den Rest des Quartiers, dass die natürlich auch hier angekommen sind zum Wohnen, die Expats. Und das Niveau selber ist ein bisschen aufgestiegen. Also die Mietpreise sind ein bisschen höher als früher. Also wir können schon von einer Gentrifizierung reden? Kann man sagen, ja. Ja. Und was hat das für einen Einfluss auf das Verkaufen? Also wie hat sich irgendetwas im Laden verändert, was das du verkaufst, wie das die Kundschaft? Da kann ich eigentlich so sagen, es hat gewisse Leute, die kommen und wollen dann etwas Besseres. Also nicht das, was Studenten oder junge Familien, die sparen natürlich. Dann habe ich zwischendrin so Leute, die reinkommen und dann nachher sagen, ich nehme ein Velo für 2000 Franken, 3000 Franken, das ist mir gleich. Ich zahle einen Haufen Geld für das Velo. Sie wissen noch nicht genau, dass hier im Quartier viel gestohlen wird. Also hat das natürlich, das sage ich natürlich nicht, die kaufen ein teures Velo und kann es natürlich sein, dass dann das wegkommt. Hier im Quartier selber, da fährt man immer noch gleich Velo und hat man die gleichen Schrauben, die man reparieren muss. Also das bleibt sich immer noch genau gleich.